Herzlich willkommen in unserer zweiten Christmas Celebration hier im ICF Basel. Wir heißen euch wirklich ganz herzlich willkommen hier. All diejenigen von euch, die ledig sind oder verheiratet, Geschiedene, Befreundete, Verwitwete, Suchende, Datende, glücklich und zufrieden oder sorgenvoll und nachdenklich, stinkreich oder bettelarm. Schön, dass du da bist. Wirklich toll, dass du heute mit uns feierst. Besonders möchten wir alle jammernden Babys begrüßen, die jetzt schon im Baby World sind. Toll und wünschen denen eine tolle Zeit. Und gerade unsere ganze Kids Church. Ja, wir freuen uns über jedes einzelne Kind, wo heute hier ist. Und wir heißen dich herzlich willkommen, egal ob du jetzt eben wie Pavarotti mitgesungen hast oder einfach da gestanden bist und mitgebrummelt hast. Schön. Egal, schön, dass du da bist. Du bist willkommen, auch wenn du nur mal vorbeischauen wolltest. Jetzt gerade erst aufgestanden bist und weißt ungefähr, wie du heißt. Oder vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen bist. Und lass mich eins festhalten. Egal wie christlich du dich siehst und empfindest, dich überhaupt nicht als Christ nennen würdest, oder christlicher als der Papst oder der Erzbischof von Canterbury oder irgendein Mönch aus Einsiedeln. Es ist uns egal, dass du vielleicht vor 10 Jahren das letzte Mal in der Kirche warst. Schön, dass du heute da bist. Schön, dass du heute mit uns zusammen feierst. Und wir heißen alle diejenigen besonders willkommen, die über 60 Jahre sind. Yes? Me. Und wir heißen all die jungen Menschen willkommen, die viel zu schnell erwachsen werden müssen und manchmal auch wollen. Und wir freuen uns über alle Fußballväter unter uns hier, Künstler, Mitglieder der Last Generation, Fridays for Future, Vegetarier, Veganer, Junkfood-Fans, Latte Macchiato, Mütter, vollkommen egal, Häusler und auch Autobauer und Vielflieger. Ihr seid willkommen heute. Ihr seid wirklich willkommen. Und wir begrüßen diejenigen unter uns, die sich auf dem Weg von der Besserung befinden. Und wir sind dankbar mit dir. Und diejenigen, die noch auf mehr Gesundheit hoffen. In dem Jahr schon. Oder vielleicht dann im nächsten Jahr. Oder noch süchtig sind. Und wir heißen dich willkommen, wenn du nicht weißt, wohin mit deiner inneren Unruhe. Und was das jetzt heute soll hier. Und du bist sehr, sehr willkommen, auch wenn heute deine Großmami, Großpapi zu Besuch ist oder der Onkel oder sonst einer und der ausgerechnet heute hier hin wollte und dich jetzt mitgenommen hat. Schön, dass du da bist. Ja, und wir heißen die auch willkommen, die im Moment ein Gebet benötigen würden. Und wir haben ein Gebetsteam sogar hier später, auch nach der Celebration, wo dort sein wird, wo bereit ist für dich zu beten an dem 4. Advent, an dem Sonntag. Willkommen, auch wenn du dich verlaufen hast und einfach hier vorbeigekommen bist und dachtest, da brennt ein Feuer. Schön, ich gehe mal rein. Toll, dass du da bist und hier mit uns bist. Zusammengefasst, Leute, alle sind willkommen. Pilger, Gläubige, Menschen, die zweifeln, Leute, die auf der Suche sind. Letztlich du bist herzlich willkommen. Und alle Jahre wieder feiern wir im ICF Basel, Basel-Land und Lörrach feiern wir Christmas Celebration. Ein wichtiger Anlass für uns als Kirche. Und alle Jahre wieder erzählen wir die Story von Weihnachten, von Bethlehem, von der Geburt von Jesus Christus und machen das jedes Jahr wieder aufs Neue. Und das ist ja auch eine besondere Story, das ist wirklich so. Nur zum Teil ist sie besonders. Es gab besondere Dinge da drin. Es war so eine Engelserscheinung am Himmel draußen auf dem Feld, wo Hirten erlebt haben. Auf einmal hörten sie akustisch sogar was. Es gab sogar eine besondere Sternenkonstellation, die ein paar Leuten aus dem Iran, diese Sterndeuter, quasi als Navigationsgerät gedient haben, bis nach Bethlehem hinein. Das war wirklich besonders. Aber ansonsten ist die Story, wenn man sie so liest, auch ziemlich normal, alltäglich, gewöhnlich, könnte man sagen. Es war ein schöner Nachthimmel, nehmen wir mal an, einige Wolkenfetzen zogen noch umher, Sterne wie Diamanten irgendwo am Himmelszelt konnte man sehen. Vielleicht eine Nacht, die es wirklich
wo es sich lohnt zu sagen, hey, wir lassen das Schlafzimmerfenster auf. Da waren Schafe, wird erzählt, auf dem Feld. Ja, es waren gewöhnliche Schafe. Schafe ja wahrscheinlich mit krummen Beinen, andere mit dicken Bäuchen, aber keine Preisträger. Gewöhnliche Schafe damals auf der Erde. Und dann waren Hirten, die die ganze Nacht bereit waren, für ihre Schafe zu schauen. Die wirklich parat waren, ich schaue dafür hier. Und das waren Proletarier, die Arbeiter der damaligen Zeit. Und sie trugen Klamotten von Schafswolle, das roch nach Schaf. Das waren nicht die Leute, die man fragte, wenn es darum ging, politische Entscheidungen zu treffen. Das waren nicht die Leute, die groß gefragt wurden, wenn es um Religion geht. Arbeiter, einfache Leute, gewöhnliche Leute. Eine gewöhnliche Nacht mit gewöhnlichen Schafen, mit einem einigermaßen normalen Nachthimmel, also nichts Besonderes. Und auch die Geburt von Jesus Christus, es wird nicht viel davon erzählt, aber eine Geburt ist wie eine Geburt. Die Frauen wissen, wovon ich rede hier. Das ist anstrengend. Ich war bei 3 Geburten dabei und ich fand es anstrengend, allein die Hand zu halten. Den Rest will ich gar nicht erleben. Es war eine gewöhnliche Geburt und Maria wusste davon, ihre Verwandten haben erzählt, so wird es denn sein. Und heraus kam ein Junge, ein kleines Kind, auch mit keinem Heiligenschein, auch mit einer Monstranz irgendwo oben drüber. Nein, das war blutverschmiert und mit verschmiert sah es aus und brauchte Zuwendung. Eine gewöhnliche Geburt. Und das war auch nicht plötzlich, die Geburt kündigte sich an, 9 Monate lang, der Bauch wurde größer. Und irgendwann war es mühselig, auf dem Esel zu reiten und dann kamen sie in diese Herberge. Eine gewöhnliche Nacht, gewöhnliche Tiere, gewöhnliche Arbeiter, eine gewöhnliche Geburt. Und dass in Bethlehem viel los war, war auch nicht überraschend. Volkszählung. Ja, und das wie auf dem Weihnachtsmarkt. Geh mal Samstagnachmittag auf dem Weihnachtsmarkt in der Adventgasse, Kleinbasel oder auf dem Bafi. Da ist was los. Nicht überraschend. Hallo, sind Leute unterwegs. Ja, so ist das halt. Und das war damals in Bethlehem auch so. Eine recht bescheidene Kulisse. Ein paar Leute waren zusammen in diesem Stall, nicht eine große Menge. Und jetzt kann man zu Recht fragen, ja, warum um alles in der Welt machen wir jedes Jahr so einen riesen Dauerbo? Wir kaufen Weihnachtsbäume, machen Beleuchtung und alles Schöne. Hoi Louis, du sollst in der Kinderkirche sein. Warum, was ist los? Surprise, surprise, the king is back. Silent night, no more quiet fight. It's time for holy fire. Let all the saints be the choir. I hear the trumpet sound, I see the devil bound. I can feel it coming now that every knee will bow. I know all my shame is gone. I know that the king is won. A story written long ago doesn't mean it's finished though. Son, maybe it's hope what you lack, but I say, surprise, surprise, the king is back. Though you're so little, every knee will bow before you, God. Surprise, surprise. Though you're almighty, we are called to be with you, our God. The king is back. You made a way that everyone will see. That is paid, heaven now in vain. Let them see what you're made of. Let them see burning love. All these false prophets will fail. Through these skies you will sail. The world will bow in awe like nobody ever saw. A righteous king on his throne. A righteous king on his throne. In this time we live in, that heavy in between. Oh Father, you know what I lack. Our hope will never crack. 'Cause surprise, surprise, the king is back. Though you're so little, every knee will bow before you, God.
Surprise, surprise. Though you're almighty, we are called to be with you, our God. The King is back. You made a way that everyone will see. That is paid. Heaven now invade. The King is back. Surprise, 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 the King is back. Hey, an Weihnachten erinnern wir uns nicht einfach nur an die Geburt von Jesus, sondern das Erlebnis von dieser Geburt, Weihnachten schlechthin, will uns allen, jedem von uns hier, Mut und Hoffnung machen, nach vorne zu schauen. Nicht einfach nur zurückzuschauen, nach Bethlehem, sondern nach vorne zu schauen. Dieser Friedenskönig kommt wieder. Jesus kommt wieder zurück. Und Weihnachten erinnert uns daran, hey, da ist einer geboren, der kommt wieder. Und das macht Mut und Hoffnung im Hier und Jetzt wirklich zu leben und zu sagen, hey, jawohl, da freuen wir uns drum, das feiern wir. Das feiern wir als ganze Kirche, diese Hoffnung, dass Jesus eines Tages wieder zurückkommt. Da freuen wir uns drauf. Und ich weiß, der eine oder andere von uns wird jetzt sagen, jo, Jesus kommt wieder, Alter, hey, da kann ich so richtig was damit anfangen. Was bedeutet das denn jetzt irgendwie bei mir? Ich glaube, viele bleiben an Weihnachten und auch danach häufig bei dieser Krippe, denn da stehen. Und sie sehen Jesus in dieser Krippe liegen. Und irgendwie ist das ein angenehmer Gedanke, Jesus in der Krippe, einer, der da drin auf dem Krabbelfell ist, der macht nicht was Besonderes, der hat noch nichts Tolles gesagt. Mit dem kann man vielleicht noch irgendwo was anpassen. Und viele bleiben dabei stehen. Und jetzt in dieser Adventszeit, just jetzt mit Glühwein und es ist noch richtig schön kalt und Schnee haben wir noch. Und das passt irgendwo so in unsere Vorstellung von diesem Weihnachten nett noch zusammen. So letzte Spurenelemente von so einer christlichen Gesellschaft, das verträgt es dennoch. Und die Vorstellung von so einem Baby, die irritiert auch noch gar nicht. Man kann sich irgendwie damit anfreunden. Ja. Im besten Fall lächelt dieser Jesus aus dieser Krippe uns huldvoll entgegen. Und denkt, ja, das ist ja nicht gefährlich, weil noch hat er ja überhaupt nicht irritiert, der kleine Mann hier drin. Er liegt in der Krippe. Noch ist er nicht ausgebüxt von zu Hause und hat eigenartige Antworten gegeben, gelehrten Leuten in der Synagoge. Noch ist er nicht übers Wasser gewandelt, noch hat er noch keinen einzigen Menschen gesund gemacht. Und noch hat er nicht mit den Theologen debattiert, über was ist denn wirklich ein Friedensreich und warum soll ein Messias überhaupt auf diese Welt kommen. Nein, noch liegt er in der Krippe und verbreitet auch nicht wahnsinnig viel Majestätisches, Außergewöhnliches. Eher Windelduft. Das ist das Einzige, was irgendwo davon aufsteigt. Jesus ist noch nicht revolutionär hier drin. Warum? Weil er noch nicht gesagt hat, liebe nicht nur deine Nächsten, sondern lieb sogar die Leute, die dich nicht gut finden. Liebe deine Feinde. Noch hat er nicht gesagt, selig, glücklich sind diejenigen, die barmherzig sind. Glücklich sind diejenigen, die teilen. Glücklich sind diejenigen, die Frieden stiften, wo alle nach sich sehen. Noch hat er das gar nicht gesagt. Und noch hat er auch nicht gesagt, halt die andere Wange auch hin, wenn dich einer darauf schlägt. Noch hat er uns nicht dazu aufgefordert, wirklich alle Menschen zu lieben und ein offenes Haus für sie zu haben. Und noch hat er nicht gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Absolut undiplomatisch. Jeder moderne Religionsführer wird das Diplomatische ausdrücken. Ja, ich bin ein Weg. Nein, nicht Jesus. Ich bin der Weg, der zum Vater führt. Noch liegt er immer in der Krippe und lächelt.
Wisst ihr, und so viele bleiben an Weihnachten, bei diesem Geschehen an Weihnachten in Bethlehem stehen. Und was passiert? In ein paar Wochen haben wir das neue Jahr, 2023. Und bei sehr vielen wird es so sein, irgendwann wird die Krippendinger im Haus wieder eingepackt, es kommt auf den Estrich, man tut die Weihnachtsbäume entsorgen, ist froh, dass die ganze Deko wieder weg ist, damit es wieder Luft gibt in der Wohnung. Und mit der ganzen weihnachtlichen Ausstaffierung wird auch irgendwann wieder Jesus entsorgt. Und landet dann vielleicht irgendwo auf dem Estrich. Oder vielleicht hinterlässt er was wie ein Gefühl von, ich sollte auch mal was Gutes tun. Oder im neuen Jahr, da gehe ich auch mal in den Gottesdienst. Und dann entsteht Religion, man tut was für diesen Kleinen. Aber an Weihnachten passiert was, Leute, wo wir wirklich, wenn wir das ernst nehmen, und ernst nehmen heißt nicht, dass wir es nicht großartig feiern können. Wenn wir es ernst nehmen, dann passiert was Außergewöhnliches. Es kann was Außergewöhnliches in deinem und meinem Leben starten. Wir müssen uns dann erinnern und dann nach vorne schauen. Weil dieser Jesus ist damals gekommen, nur mit einer Botschaft. Mit einer einzigen Message, wo er hatte, ich bin gekommen. Warum ist er gekommen? Ich bin gekommen, um die Menschen zu retten und nicht zu verdammen. Ich bin gekommen, um die Menschen zu retten, ihnen Friede zu bringen. Deswegen wird er Friedefürst genannt. Friede zu bringen. Und dieses Kind aus dieser Krippe ruft uns jetzt auch dieses Jahr an Weihnachten wieder zu. Ich bin nicht nur einmal gekommen, ich komme wieder. Und nicht als Kind, sondern als König, als Friedenskönig. Damals haben das nur ein paar Hirten mitbekommen. Ein paar Sterndeuter, einige wenige haben die Geburt mitbekommen, die meisten haben nichts davon mitbekommen. Und beim zweiten Mal, wenn Jesus wiederkommen wird, werden es alle mitbekommen. Alle werden den König, diesen Friedenskönig wirklich dann erleben dürfen. Es wird nicht nur ein Stern strahlen, es werden alle Sterne strahlen. Und was schlicht und einfach in so einer Krippe damals startete, hat seinen Lauf genommen durch die Geschichte. Ganz schlicht mit dem Kind. Einer von uns. Der all die Menschen wirklich versteht, egal woher sie kommen, egal in welchem Zustand sie momentan sind, Fragen, Sorgen, Fröhlichkeit, eben, ledig, geschieden, wo auch immer. Einer, der wirkliche Zugang hat zu unseren Herzen und sagt, hey, für dich bin ich gekommen. Und dieses einfache, Schlichte hat sich durchgesetzt. Über 2,5 Milliarden Menschen nennen sich heute Nachfolger von Jesus. Und wir hoffen darauf, dass dieses Friedensreich, wo Jesus damals begonnen hat, sich wirklich ausbreitet und ganz sichtbar wird. Wisst ihr, wenn unser größtes Problem als Menschheit Informationen wären, dann hätte Gott uns einen Ausbildner geschenkt. Einen geschickt, der uns wirklich educated, wirklich ausbildet. Wenn unser größtes Problem Geld auf diesem Planeten wäre, dann hätte Gott wahrscheinlich einen Wirtschaftsfachmann geschickt, damit das mal alle irgendwann kapieren. Wenn unser größtes Problem wäre Langeweile, weil wir nicht wissen, was mit dem vielen Zeit und Geld tun würden, dann hätte Gott wahrscheinlich einen Entertainer geschickt. Aber wisst ihr, was unser größtes Problem ist? Ist Vergebung und Friede. Und deswegen ist Jesus als Retter gekommen, als Friedenskind. Deswegen hat Gott ein Kind geschickt, wo ranwuchs, um deutlich zu machen, hey, ich bin einer von euch. Und ich weiß, was in deinem Leben vorgeht. Und ich bringe dir den Frieden. Der gilt dir, nur dir allein. Und es liegt an dir, was du damit machst. Es beginnt schlicht und einfach. Und es wächst zu einer großen Sache heran. Auch in deinem Leben. Der Kirchenvater Augustinus, der hat es mal folgendermaßen ausgedrückt. Was nützt es dir, wenn Jesus 1000-mal in Bethlehem geboren wird, aber kein einziges Mal in deinem Herzen? Was nützt dir? Dann feierst du Weihnachten, stellst einen Baum auf, freust dich, wenn es schneit. Was nützt dir? Leute, heute kann dieser Jesus ganz schlicht und ergreifend in deinem Leben wieder geboren werden. Kann diese große Hoffnung, dass Jesus eines Tages wiederkommt, in deinem Herzen wirklich anfangen zu blühen. Es kann so eine Flamme entzündet werden, auf dass du dann genau dasselbe erlebst,
was damals die Hirten nämlich erlebt haben, als diese Stimmen aus dem Himmel kamen. Und das Erste, was sie sagten, ist, hey, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch große Freude, fürchtet euch nicht, große Freude. Es ist eine Freudenbotschaft, keine Drohbotschaft. Ehre sei Gott in der Höhe und was? Friede den Menschen. Deswegen kam Jesus. Und das kann heute in deinem Herzen starten. Große, frohe Botschaft. Der Friede, der weit über die Vernunft, über dein Denken, dein Fühlen darüber hinausgeht. Und du kannst das gleich machen, indem du einfach ein schlichtes Gebet mitbetest. So symbolisch kannst du in deinem eigenen Herzen wie eine Kerze anzünden. Wir machen das hier häufig im Advent momentan. Und sage ich möchte, Jesus, du bist das Licht dieser Welt, ich möchte, dass das in meinem Leben stattfindet. Ich möchte, dass du in meinem Lebensstall es hell machst. Ich möchte, dass du in meinen Lebensstall, in mein Wesen wirklich in Friede hineinkommst. Diese frohe Botschaft. Ich möchte diese große Freude möchte in meinem Leben wirklich erleben, trotz aller Umstände. Und den Frieden trotz all dem, was ich erlebt habe. Und das kannst du heute erleben. Das ist nicht irgendeine Sache, wo man fernab irgendwo machen muss, sondern schlicht und einfach beginnt dieses Friedensreich in der Krippe. Schlicht und einfach beginnt das in deinem Lebensherz. Und kann sich ausweiten zu einem Frieden, der weit über deinen Verstand, über dein Leben darüber hinausgeht. Und dazu lade ich dich gleich ein. Ich werde ein Gebet sprechen und ich lade dich ein, wenn du möchtest, kannst das Gebet innerlich einfach nachsprechen und sagen, das möchte ich. Vielleicht hast du schon mal gemacht in deinem Leben. Vielleicht ist momentan eine Situation, wo du denkst, nein, es müsste heller werden. Es braucht wirklich mehr Frieden in meinem Wesen. Dann ist jetzt der Moment, an diesem 4. Advent, dass du symbolisch in deinem Herzen eine Kerze anzündest und Jesus einlädst. Sag, in meinem Stall sollst du leben. In meinem Stall soll es hell werden. In meinem Stall soll dein Friede einkehren. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und ich bete jetzt. Und wie gesagt, wenn du beten möchtest, kannst du das von deinem Platz jetzt machen. Ganz still, leise, einfach die Worte mitbeten, zu deinen eigenen machen und sagen, das gilt mir. Jesus Christus, danke, dass du in diese Welt gekommen bist. Und Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich in diese Welt gekommen bist. Und dass die frohe Botschaft, dass du zum Erretten gekommen bist, zum Vergeben, mir gilt. Und ich möchte heute, dass es in meinem Lebensstall wirklich hell wird. Ich bitte dich, Jesus, dass du in mein Leben einziehst. Ich bitte dich, dass du mit deinem Frieden in mein Wesen einziehst. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Da wo Unfriede, wo Dunkelheit in meinem Leben Überhand genommen haben. Ich danke dir, dass du so ein gnädiger und so ein wahrer Menschenfreund bist. Dass ich mit all meinen Fragen und Sorgen zu dir hinkommen darf. Und dass du mich nicht rauswerfen wirst. Danke für deine Liebe. In deinem Namen bete ich.